Es geht hier effektiv den geplanten Verbot von Verbrennungsmotoren, das ganz besonders eben am Jahr 2030 schon. Ich gehe noch ein bisschen zurück. Am September 2017 hat François Bausch in einem Interview am Tageblatt gesagt, wir wollen 40.000 Elektroautos in Luxemburg. Das war gedurcht für das Jahr 2020. An Tageblatt nur gefragt, ist dieser Plan realistisch? Und der Minister hat geantwortet, es ist immer noch ein Ziel, das wir anstreben und das meiner Meinung nach auch realistisch erreicht werden kann. Es sind aber heute noch keine 40.000. Mit nur geguckt, es sind da 2021 im Oktober rund 7.000 Elektroautos, die alle zu immatrikuliert sind, davon ganz genau 3.424 Privatautos ab den 1. Oktober. Das ist also dann ein bisschen schiefgegangen, das ist die aktuelle Situation und das sind Männer wie 2% von unserem ganzen Fuhrpark. Was das so geschieht, die Regierung weiß, dass die aktuelle EU-Legislation just kann zu Summen geändert gehen, dass das zu Bestattung nicht kann, am Alleingang machen für den Verbrennungsmotor zu verbieten. An gower so eng Forderung am Fit for 55 Programm von der Europäischer Kommission, wo geplant wird, dann 2035 alle Autos mit CO2-Emissionen dann zu verbieten. Trotzdem geht die Regierung nach mir weit, erfordert das Verbot vom Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotor bis oder von 2030 und soll also nach 5 Jahren echter gehandelt gehen, wie das von der EU-Kommission geplant wird. Das heißt, das sind nach 8 Jahren, die Damen und Herren, 8 Jahre, das geht ganz, ganz schnell. Wie gesagt, wobei man haut bei 2% Elektroautos sind. Und das hat auch ein bisschen einen Grund, weil seit den urbanen Plätzen, die Bürger sind also relativ retizent, doch wie ein rezent Info, das gewiesen wird von TNS Ilres, wo eben vorgestellt geht, dass sie dafür Verbot von Immatrikulation von Autos mit Verbrennungsmotoren hier waren. 21% für so ein Verbot, aber 64% gegen so ein Verbot. Wie ein Problem stellen sich dann los? Ich meine, es geht am Anfang nicht die Mobilität, aber es geht auch nicht den Auto, es gibt verschiedene Formen, es gibt individuelle Bedürfnisse. Und wir hatten bislang ein riesiges Offer an Südfrei Konto sein Choix machen. Wir ein Auto für Familie, ein Auto für den Stadtverkehr, Auto für das schwere Gelände, Auto für viel zu transportieren, Auto für jeder Leute, Auto für sportliche Fahrer. Aber wie die Regierung selber schon an einer parlamentarischen Frage geantwortet hat, sind die aktuellen Elektroautos nicht bereit für gewisse Aufforderungen zu erfüllen. Punkto Industrie, wir haben in Europa eine riesige Infrastruktur, die an der Autosindustrie besteht, die über Jahrzehnte abgebaut ist. Die lässt sich auch nicht so leicht von Haut auf nur austauschen, egal was da gesagt wird. Neben den diversen unterschiedlichen Privatgefährten existieren noch eine Reihe weiter spezialisierte professionelle Gefährten, wo die Regierung bislang auch keine richtige Antwort konnte geben. Ich denke dort zum Beispiel an Polizei, wo bislang Elektroautos nicht die nötigen Voraussetzungen erfüllen. Dann gibt es natürlich das allgemeine Problem, den man bei Elektroautos viel selten Erde für die Herstellung vom Elektromotor von der Batterie benötigt, die zum größten Teil aus China vorkommen und noch sonst an menschenrechtlich problematische Länder aufgebaut gehen, zum Beispiel der Kobalt aus dem Kongo. Und besteht Gefahr von einer weiteren Abhängigkeit von China. Darüber hinaus stellt sich auch die Frage, wie ein neues Datenschutzproblem dabei könnte kommen, besonders eben, weil Hersteller eben aus China kommen, besonders auch von den verschiedenen Chips, die da benutzt gehen, worüber heraus man noch ein Problem im Moment tun, dass eben das gerade ein Chipmangel aus China ein großes Problem ist für die Produktion auch von elektrischen Autos. Weitere Punkt, nur Berechnungen vom ADAC sind Elektroautos haut trotz mehr niedriger Wartungskosten für die Verbraucher nicht aufgrund von staatlichen Primen rentabel. Also im Moment, und das dauert ja wahrscheinlich schon noch ein ganz paar Jahre, sind normal Diesel-Benzinautos mehr günstig.
Dann lässt sich auch nicht begrenzt zurückverfolgen, es wie eine Quelle Strom stammt für die Elektroautos, weil der Strom muss ja irgendwo hier kommen. Dann stellt sich vor, ob wir wirklich garantieren können, dass der Strom nicht aus fossilen Energien hier kommt, weil dann hätten wir ja nicht erreicht der Punkt CO2-Emissionen. Wir wissen aber, dass in Europa noch immer ganz viel fossile Energie benutzt wird. Solange das so ist, kann ein Elektroauto am Anfang auch nicht in dem Sinn emissionsfrei sind. Zur CO2-Bilanz von den Elektroautos ist es so, dass ein Elektroauto nicht unbedingt besser ist wie ein Diesel oder ein Benziner. Die Herstellung von einem Elektroauto verbraucht zwischen 70 und 130% mehr Energie wie die Produktion von einem Auto mit Verbrennungsmotor. Also deutlich mehr Produktion. Aber bis zu einem gewissen Kilometrage behalten Diesel und Benziner eine bessere Bilanz, das heißt, produzieren mehr CO2 für ein Elektroauto, wenn man natürlich dann mehr fahren nach der Mutter, dann drehen sich das. Nächster Punkt. Op der Klimakonferenz zu Glasgow als auch über Auto natürlich diskutiert gehen, während die Regierung vorgesehen für die Menschen am Jahr 2030 Auto mit Benzin und Diesel zu verbieten, so stimmt zu Glasgow im Jahr 2040 am Raum. Und auch bei 2040 haben wir nicht ein Viertel von den Ländern das akzeptiert. Was bringt das dann, wenn wir 2030 den Auto mit Verbrennungsmotor wollen verbieten, wo die anderen Länder auf der Welt 2040 nicht mitmachen wollen? Die elektrischen Autos haben in der Regel eine lange Laufzeit, gehen noch nicht schnell, aber gehen also voraussichtlich Ofes und Nutz daheim geladen. Wenn die volatile Energien, ich denke hauptsächlich Solarenergie, dann noch Männer zur Verfügung steht, was auch ein bisschen problematisch ist. Allgemein könnte eine Weiterbelastung über das Stromnetz durch, und das, obwohl die Regierung den Gesamtverbrauch vom Strom bis 2030 reduzieren will. Ganz aktuell will die britische Regierung den Zugang zum Stromnetz wenigstens Elektroautos regulieren, für eine Überlastung vom Stromnetz und eventuell Ausfälle zu verhindern. Das wird da geplant, dass zum Beispiel von 8 Uhr morgens bis 11 Uhr morgens, auf 16 Uhr dann noch Mitte bis 22 Uhr abends, seine Ladestation daheim nicht dürft benutzen, eben gerade für das Stromnetz nicht zusammenbricht. Nach wird Ladestationen laut EU-Kommission brauche ich für 10 Elektroautos eine öffentliche Ladestation. Das heißt also, wir rechnen, wir bräuchten für ein Teilchen von unserem Fuhrpark, den am ganzen 440.000 Autos begreift. Teilchen sind 220.000 Autos. Also wenn die alle elektrisch wären, bräuchten wir am Land 20.000 Ladestationen. Da sind wir auch noch ganz weit weg. Und da kann ich auch fragen, ob die Regierung das dann alles wirklich so seriös hält, was sich da sieht, ob sie proaktiv handelt. Und da meine ich als Antwort einfach nee. Und ich gebe euch ein Beispiel. Und das betrifft direkt 3 Greenminister, den Logementsminister, den Energieminister, den Transportminister. Op Elmen an der Scheiner Gemeinde Kirlen entsteht gerade ein Vorzeigeprojekt für bezahlbaren Wohnungsbau. Das ist eine ganz flotte Sache. An Hai und Leid keine Garage mehr bei ihrem Haus, also noch kein Parkplatz mehr bei ihrem Haus, dafür, dass sie eben nicht sollen am Auto fahren. Wenn sie ein Auto haben, was die meisten aber Werte noch haben, gibt es groß zentral Opfangparkinger, wo sie da müssen 200-300 Meter gehen, für bei den Auto zu kommen. Aber was liest denn auf der Internetseite von den Daten nachgucken geht, ich zitiere, le premier parking comprend 202 emplacements pour voitures, dont 10 pour voitures électriques. Le deuxième parking, quant à lui, dispose de 188 emplacements, dont 10 pour voitures électriques. Also, da muss man mal erklären, wie das zusammenpasst. In 8 Jahren wollen wir 50% Elektroautos haben und die wollen den Verkauf von Benziner- und Dieselautos in 2030 verbieten. Und dann haben wir 10 von 202 Parkplätzen für elektrische Autos und all die anderen nicht. Wie passt das zusammen? Für mich ist das ein bisschen ein Zeichen, dass der irgendwer auch selber nicht drüber lebt. Und das kämpft doch kein Job. Und ich meine, dass das den Leuten auf der Börse muss erklären, weil das
das versteht kein. Und der Turmes hat gestern gesagt, ich wäre depressiv, weil ich die Euphorie nicht gedeelt habe. Das ist absolut nicht depressiv, Herr Turmes, das ist realistisch, das ist ganz realistisch. Von der Welt etwas für die Elektromobilität machen, da muss da mehr elektrische Parkplätze fehlen, wie just 10 von 202 Grad bei so einem zukünftigen Projekt. Konklusion, wir sind echt dafür Evolution am Platz eine Revolution. Potenziale von Elektroautos gehen höchstwahrscheinlich nimmer dann wirklich realisiert von Tiersteller von Gefährer von Elektroautos sich in einer freier Konkurrenzsituation mit den Herstellern von anderen Autos können müssen. Und dafür kommt ihr Halen ob in der ganzen Hysterie am Platz Steuern, Regulationen, Zwangverbote zu machen. Und wir sollen aufbauen, weiter auf die Forschung vertrauen, auf die Technologien, die da sind und die gut sind, auf den gesunden Menschenverstand. Und dazu sind wir mit denen, die betroffen sind, das sind Bürger, die man mitzählen, die Familien, Konsumenten und das auch die Industrie. Konkret, den Auto mit Verbrennungsmotor kann nicht mehr durch technologische Fortschritt, die von den Bürgern freiwillig akzeptiert wird, verdrängt gehen. So nicht, merci. Dann habe ich noch einen kleinen Zusatz, und das ist eine Motion, die ich deposieren. An der Motion fordert die Regierung auf, die Aktivität für den Stopp von Neuummeldungen von Autos mit Verbrennungsmotor, den sie vorgesehen am Jahr 2030, also in 8 Jahren zurückzuziehen. Es geht hier an der Motion also nicht um das Prinzip von dem Verbot, es geht um wirklich die Jahre, was hier vorgesehen ist. Weil 2030, komm, wir sind ehrlich, das ist genauso illusorisch wie Demos war für zu sagen, am Jahr 2020 gibt es 40.000 Elektroautos fahren. Und dafür gebe ich an die Invitieren, wenn da realistisch sind, dann stimmt das heute mit. Merci.